Die traurige Prinzessin. Es war einmal eine Prinzessin. Die hat mit ihrem Vater, dem König, in einem prächtigen Schloss gelebt. Der König hat ihr jeden Wunsch erfüllt. Aber sie hat das Leben im Schloss furchtbar langweilig gefunden. Sie hat sich so sehr gelangweilt, dass sie ganz traurig geworden ist und fast nie mehr gelacht hat. Sogar der Hofnarr hat die Prinzessin mit seinen Späßen nur ganz selten zum Lachen bringen. Als die Prinzessin einmal Geburtstag hatte, hat ihr der König eine besondere Freude machen. Aber die Schränke und die Truhe der Prinzessin waren voll von schönen Sachen und es hat nichts gegeben, was sie sich gewünscht hätte. Darum hat der König ihr zu diesem Geburtstagsfest ein grosses Fest geschenkt. Und weil zu einem schönen Fest auch ein gutes Essen gehört, hat in der Schlossküche grosse Aufregung geherrscht. Die Köche sind hin und her gehetzt in der Küche und haben eifrig gekocht für das grosse Festmahl. Nur der Küchenbub Bruno hat es nicht brisant gehabt. Er hat mit einem grossen Holzlöffel langsam im Suppenkessel gerührt und hat verträumt durch das Küchenfenster auf den Schlosshof rausgeschaut. Draussen im Schlosshof haben überall bunte Fahnen lustig im Wind geweht. Ritter in glänzenden Rüstungen sind von weit her gekommen, um der Prinzessin zu ihrem Geburtstag zu gratulieren. Sie alle haben sich versammelt im grossen Schlosshof und haben sich auf das grosse Ritterturnier vorbereitet, zu dem der König sie eingeladen hatte. Der Bruno, der Küchenbub, hat geseufzt. Er hat die Ritter beneiden auf ihren prachtvoll geschmückten Pferd und hat davon geträumt, auch ein Ritter zu sein. Dann würde er auf dem Fest die hübsche Prinzessin um einen Tanz bitten und beim König um ihre Hand anhalten. Der Küchenbub war so mit seinen Träumereien beschäftigt, dass er vergessen hat, die Suppe umzurühren. Bald hat die ganze Küche nach dieser anbrennenden Suppe gestunken. Die Köche haben sich die Nase zugehalten und der Oberkoch hat geschimpft, ganz heftig mit dem Bruno. «Ich tauge halt nicht für die Küchenarbeit», hat der Bruno gesagt und hat dabei sehnsüchtig auf das bunte Treiben im Schlosshof geschaut. «Was willst du denn machen, wenn du noch nicht einmal eine Suppe kochen kannst?» hat ihn der Oberkoch spöttisch gefragt.